Ja, herzlichen Dank, Joni, für deine Begrüßung. Schön bei euch zu sein, schön den Sonntagmorgen mit euch zusammen in der Gegenwart von Gott zu sein. Ich musste schmunzeln, als ich heute Morgen hier reingekommen bin. Ich musste noch schnell an ein stilles Örtchen. Und ich meine, das wissen nur die Männer, das wissen die Frauen wahrscheinlich nicht. In diesem stillen Örtchen hat es beim Pissoir, also das ist jetzt ein blöder Anfang vor der Predigt, aber ich muss es gleich sagen, weil es hat etwas mit Gott zu tun. Dort hat es in dem Pissoir eine Fliege. Und die ist für die Männer als Zielführung gedacht. Die hilft ihnen zu zielen. Und ihr müsst schmunzeln und denken, das passt eigentlich zu dem, was ein Gottesdienst ist, oder? Gott hilft uns zu zielen, zu fokussieren, den Weg nicht zu verlieren. Irgendwie hat es für mich gerade so gepasst. Und es geht auch heute um etwas, was letztlich darum geht, wie die Richtung nicht zu verlieren. Oder wenn man sie verloren hat, sie wieder zu finden, die gute Richtung. Und ich möchte über das, was ich mit euch teilen möchte, ein Wort stellen aus dem 2. Timotheusbrief, aus dem 1. Kapitel, der Vers 7. Dort heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich komme dann später nochmal auf das ganz spezielle und starke Statement von Paulus zurück. Zuerst, damit ihr ein bisschen wisst, mit wem wir es zu tun haben, noch 2-3 Worte zu mir. Ich bin seit über 25 Jahren in Aarau tätig am Theologisch-Diakonischen Seminar, TDS, HF, Theologie, Kirche, Soziales bzw. Diakonie und Soziales und unterrichte dort vor allem biblische Fächer und im Zusammenhang mit Führungsthemen. Und das, was ich besonders gerne mache oder wo ich mich besonders gerne dafür engagiere, sind eigentlich 3 Sachen. Das eine ist die Bibel, das Wort von Gott. Das andere ist die Gemeinde und das andere ist Leitung. Das sind so 3 Kernthemen, die mich durch mein Leben begleiten. Ja, vielleicht so viel zu mir. Ich habe eine Familie, ich bin verheiratet mit der Karin, die kommt von Norddeutschland und wir haben 3 erwachsene Töchter, die schon auf eigenen Beinen stehen. So weit, dass ich es weiss. Aber es sieht so aus. Vor ein paar Jahren haben wir als Familie eine schwierige Entscheidung treffen. Und zwar, unsere Kinder waren noch klein und wir sind jedes Jahr im Sommer zu meinem Schwiegervater auf Norddeutschland gefahren, in Ostfriesland, aufs Land. Das ist wirklich auf dem Land dort oben. Und das war für uns ein super Ferienort, weil es hat 2 Zimmer gehabt, die sind immer für uns reserviert gewesen. Wir hatten ein eigenes Bad gehabt und vor allem um das Haus herum hat es einen super Umschwung gehabt für unsere Kinder. Also zum einen, sie können beim Opa sein. Die Großmutter ist schon gestorben, aber der Opa war noch da gewesen, und sie können sich toben um das Haus herum. Es hat Tiere gehabt und das war für uns ein kleines Paradies gewesen, für mit den Kindern zu gehen. Jetzt ist aber der Opa, der Schwiegervater, schon gegen die 80 gewesen und nicht mehr ganz so fit. Er war früher Boxer gewesen, aber doch mit 80 halt dann doch nicht mehr ganz so fit wie noch mit jungen Jahren. Und man hat gemerkt, dass ihn das auch stresst. Er freut sich zwar unglaublich, dass wir kommen, aber er war immer auch ein bisschen gestresst gewesen. Und dann ist es 2-mal nacheinander vorgekommen, dass er direkt nach unserem Besuch ins Spital musste. Also irgendwie ein Schwächeanfall und wir haben gemerkt, er überfordert sich mit uns. Und würde das aber nie zugeben. Aber irgendwie ist das, glaube ich, eine Portion zu viel für ihn. Und dann haben wir hin und her überlegt, was machen wir jetzt? Sollen wir nicht mehr gehen und halt noch jemand anders in die Ferien? Aber irgendwie war das keine Option für uns, weil die Kinder sind so an dem Opa gehangen und die haben so viel Spass miteinander. Aber das war vielleicht ein Teil von seiner Erschöpfung. Aber er hat es geliebt und die Kinder haben es geliebt und sie haben ihm Gummibärli auf den Kopf geklebt. Und ja, es ist einfach, sie haben es richtig gut gehabt. Oder sollen wir, was sollen wir machen? Wir sind wirklich unsicher gewesen. Wir haben das Gefühl, wir können nicht mehr einfach so dorthin gehen und ihm das zumuten. Und dann haben wir überlegt, Karin und ich, betet
Und dann haben wir eine super Idee gehabt. Wenigstens wir haben gefunden, das sei eine super Idee. Unsere Idee ist so gegangen, dass wir gesagt haben, weisst du was, wir mieten uns eine Ferienwohnung im Nachbardorf. Und dann gehen wir einfach jeden Tag den Opa besuchen. Aber er muss dann nicht morgen machen für uns und nicht jedes Mal die Nacht machen für uns. Wir haben ihm natürlich geholfen, aber gleich, er hat natürlich seine Küche und so. Also, und dann gehen wir ihn doch einfach besuchen. Wir haben das eine super Idee gefunden und haben ihm den Vorschlag voll Freude präsentiert. Aber der Vorschlag ist nicht gut angekommen. Er war ziemlich konsterniert, war irritiert, die Schwägerin auch, also die Schwestern von der Karin auch. Die haben mit Unverständnis reagiert und gesagt, ja, passt euch etwas nicht da bei uns? Ja, nein, das ist nicht unsere Überlegung, sondern wir möchten, dass es ein bisschen einfacher ist für einen Opa. Ja, habt ihr das Gefühl, ich möge das nicht mehr prestieren? Also wir haben wirklich gemerkt, okay, das ist irgendwie, kommt nicht so gut an. Und das hat dann uns wieder irritiert und wir haben versucht, das zu erklären. Nein, es ist nicht wegen dem Opa, es ist nicht, weil etwas nicht passt, sondern wir möchten ihn schonen. Und all das hat nichts genützt. Und dann haben wir entscheiden, was machen wir jetzt? Sollen wir einfach wieder gehen und das aushalten und ja, no, dann halt geht er wieder mal ins Spital? Oder sollen wir gar nicht mehr gehen, dem ganz ausweichen? Wie hättest du reagiert? Was hättest du gemacht? Familie ist ja immer ein bisschen heikel, oder? Was machen wir jetzt? Oder wir können es auch anders sagen. Wie ist es möglich, eine gute Beziehung zu behalten zu jemandem, wenn du etwas nicht gleich siehst? Zu einem Menschen, der dir nachsteht. Oder man kann es auch andersrum sagen. Wie ist es möglich, in einer Beziehung, die du hast, zu dem zu stehen, wo du denkst, dass es richtig ist, wo du eine Überzeugung hast dafür, auch wenn das dein Gegenüber nicht auf Anhieb versteht? Und ich bin überzeugt, dass du diese Situationen auch kennst in deinem Leben. Das gibt es nämlich in jeder Familie. Und jetzt kommt dann Weihnachten. Und du wirst es auch dort wieder erleben. Oder wie machen wir es jetzt? Und wer ist dabei und wer ist nicht dabei? Übrigens, Hochzeiten sind auch super für das, oder? Wenn dann die Eltern, Tanten, wer kommt nicht. Und dann hast du einen ausgefallenen Wunsch und irgendjemand findet, ja, das kannst du jetzt gar nicht machen. Ich bin sicher, du kennst das. Du hast ein Anliegen, du möchtest ein Problem lösen und es kommt nicht als Lösung an, sondern dein Gegenüber gibt dir zu verstehen, dass du etwas jetzt völlig Falsches machst und dass du gefälligst das nicht machen sollst. Dein Gegenüber ist vielleicht beleidigt, vielleicht zieht sie sich auch zurück, macht dir Vorwürfe und auf einmal merkst du, es ist eigentlich gut gemeint, aber es ist total falsch angekommen. Wann hast du das letzte Mal erlebt? Beziehungsweise darf ich mal eine kleine Umfrage machen hier bei euch. Jetzt im weißen Saal sehe ich es ja nicht, aber da bei denen, die da sind, könnt ihr es vielleicht sehen. Gibt es so eine Situation oder hat es die gegeben in den letzten 2-3 Wochen in deinem Leben? Wo du gemerkt hast, da ist in einer Beziehung, die dir wichtig ist, hat es eine Meinungsverschiedenheit gegeben. Wer möchte das? Können wir das mal zeigen? Oh ja, da hat es ein paar Leute. Für euch ist die Predigt. Und für die jetzt die Hand nicht aufgehängt, für die ist es besonders, denn denen passiert es wahrscheinlich nächste Woche. Also, was machst du jetzt? Du hast nämlich 3 Möglichkeiten. Erstens, du gehst nachher. Um des lieben Friedens willen. Du gehst nachher. Ja, okay, der halt nicht. Zweite Möglichkeit, du setzt dich durch. Denn du hast ja eine Überzeugung. Und du weißt, deine Lösung ist gut. Und damit riskierst du aber einen Konflikt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, du ziehst dich zurück. Du gehst dieser Person aus dem Weg, du gehst ein Problem aus dem Leben, du lässt dich aus bei diesem Fest oder bei diesem Anlass oder was auch immer. Und du schmollst höchstens. Beziehungsweise die schmollen, möchten ja immer gerne, dass man es merkt, dass sie schmollen. Also musst du vielleicht doch schnell auftauchen, damit man sieht, dass du schmollst. Und damit sich der andere auch genug schlecht fühlt, oder? Wie hast du das in deiner Situation gelöst? Es wäre jetzt ja spannend, eine kleine Umfrage zu machen. Wie hast es denn du gemacht? Ich kann euch sagen, wie wir es gemacht haben. Wir sind nach Norddeutschland gefahren. Aber nicht zum Opa. Wir sind ins Nachbardorf. Haben uns dort eine Ferienwohnung genommen und haben den Opa jeden Tag besucht. Und am Anfang hat er uns eben auch ein bisschen spüren, dass er das
ziemlich daneben finde. Wir sind fröhlich und freundlich jeden Tag ihn besuchen. Und es war viel entspannter. Und nach 12 Tagen, am vorletzten Tag, kommt er zu mir und sagt, es war wohl doch besser so. Ja! Also er hat plötzlich gemerkt, es ist besser, auch für ihn so. Und schaut, Jesus hat diese Herausforderung auch gekannt. Er hat die Herausforderung gekannt, was es bedeutet, Menschen etwas zuzumuten und gleichzeitig aber noch in Verbindung zu bleiben mit ihnen. Und das begeistert mich an Jesus, dass er das geschafft hat. Er hat etwas geschafft, was uns Menschen enorm schwer fällt. Nämlich Personen gegenüber sehr klar zu sein, sehr eigenständig zu sein, ihnen etwas zuzumuten und gleichzeitig den gleichen Personen gegenüber sehr nah und nahbar zu bleiben. Und er schafft das im gleichen Atemzug den gleichen Menschen gegenüber. Und ich möchte euch das zeigen anhand von 2 Beispielen. Das eine ist seine eigene Familie und das andere sind seine Jünger. Bei seiner Familie kann man das wunderschön beobachten. Jesus, der sich seiner Familie zuwendet, der nahbar ist, der sie ehrt. Es gibt eine schöne Geschichte im Markus-Evangelium im Kapitel 7. Da heißt es im Vers 11, sagt er in einer Gruppe von Leuten, die eigentlich möchten, das Geld, das sie für die Altersversorgung von ihren Eltern brauchen müssen, die das abzwacken auf eine fromme Schiene, das an den Eltern vorbei zirkulieren. Und dann sagt er Folgendes: Ihr behauptet, wenn jemand zu seinem Vater und zu seiner Mutter sagt, Korban, das falsch, ich habe es zu weit unten angefangen. Vers 10. Mose hat bekanntlich gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer zu seinem Vater oder zu seiner Mutter etwas Schändliches sagt, wird mit dem Tod bestraft. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Korban, das heißt, was ihr von mir bekommen müsstet, ist für Gott bestimmt, dann braucht er für seine Eltern nichts mehr zu tun. Ja, ihr erlaubt es ihm dann nicht einmal mehr. Also das Korban hat bedeutet, du hast deinen Geldbetrag können unter eine Art Schwur stellen, dass das Geld nur darf für einen Tempel, nur darf für heilige Zwecke verwendet werden. Es war gebunden und damit hast du deine Eltern nicht mehr können bzw. nicht mehr müssen versorgen. Wenn sie dann aber gestorben sind, hast du das Geld trotzdem für dich selber wieder brauchen. Es war also eigentlich ein Weg, sich in einer Pflicht, die man dazu mal hatte, in dieser Kultur zu verweigern. Und so setzt ihr Gottes Wort außer Kraft, sagt Jesus, und ersetzt es durch eure Überlieferung. Dafür gibt es noch viele andere Beispiele. Also Jesus sagt, Eltern soll man ehren, man soll sie nicht hintergehen. Ehre Vater und Mutter. Der Satz kommt im Neuen Testament 6 Mal. Und es ist ein Zitat aus dem Alten Testament, wo das eins von den 10 Geboten ist. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, in dem du lebst. Also Jesus stellt sich total hinter das und er setzt sogar selber um. Es gibt eine schöne Szene am Schluss von seinem Leben, wie er das macht. Er hängt schon am Kreuz und dort am Kreuz kümmert er sich nochmal auf eine ganz eindrückliche Art und Weise um seine Mutter. Es heißt da im Johannes 19, ab dem Vers 25, Jesus blühtet schon am Kreuz, leidet und dann schaut er vom Kreuz auf seine Mutter. Und da heißt es da im Johannes 19, 25, nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, Maria aus Magdalena. Und Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Und da sagte er zu seiner Mutter, Frau, das ist jetzt dein Sohn, also der Johannes. Und zu dem Jünger sagte er, siehe, sie ist jetzt deine Mutter. Und von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Also merkt ihr etwas? Jesus kümmert sich um die Altersversorgung von seiner Mutter. Noch mitten in seinem Leiden. Der Vater lebt wahrscheinlich nicht mehr, der Josef. Man geht davon aus, den gibt es nicht mehr. Und darum stellt er sicher, dass es jemanden gibt, der für
das Alter dieser Frau sorgt. Wir müssen euch bewusst sein, es hat kein AV gegeben, es hat kein PVG gegeben, es hat keine dritte Säule gegeben. All das hat es nicht gegeben, sondern die nächste Generation hat die ältere Generation unterstützt und versorgt. Und jetzt gibt er den Auftrag im Johannes. Und er zeigt damit, dass er seine Mutter ehrt, dass er sie versorgt, dass er es gut meint mit ihr. Das heißt jetzt aber nicht, dass Jesus immer gemacht hat, was seine Familie wollte. Und das ist genau jetzt das Interessante. Es gibt eine schöne Geschichte im Markus-Evangelium im Kapitel 3. Wir schauen die gerade miteinander an. Er hat manchmal Sachen gemacht, die seine Familie überhaupt nicht cool gefunden hat. Da hat es einmal eine grosse Gruppe gegeben, die sich um Jesus herum versammelt hat. Die haben ihm zugelassen, die sind ihm nachgefolgt. Und dann ist in der Verwandtschaft von Jesus ein Gerücht umgegangen, der Jesus spinnt. Ich glaube, der hat ein Rad ab. Wir müssen den aus dem Verkehr ziehen. Die haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, er verfalle in so eine Art Grössenwahn. Die sind sich nicht bewusst gewesen, was er für einen Auftrag hat, dass er der Sohn von Gott ist ja schließlich ihr Cousin gewesen, ist ihr Bruder gewesen, wie auch immer. Und darum machen sie sich auf und gehen zu dem Haus, wo er lebt, und wollen ihn dort rausholen. Und weil es so viele Leute hat um das Haus herum, schicken sie jemanden rein, der ihm sagen, Bub, du kommst gefälligst heim. Wir können das nachlesen in Kapitel 3 vom Markus-Evangelium. Ab dem Vers 32, dort heißt es folgendermaßen. Rings um Jesus saßen die Menschen dicht gedrängt. Sie gaben die Nachricht an ihn weiter. Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Und dann antwortet Jesus, wer sind denn meine Mutter und meine Brüder? Und er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mir Bruder, Schwester und meine Mutter. Boah. Ich vermute, der hat gesessen. Er lässt seine Familie kalt abblitzen. Und nicht nur das. Er sagt etwas sehr Provozierendes, was wahrscheinlich irritiert hat. Er sagt, meine wahre Familie, das sind die da, die um mich herum sind. Das sind meine Mütter, Schwestern, Brüder, nicht die da außen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr das die Familie irritiert hat? Und wie passt jetzt das zu dem Gebot Vater und Mutter ehren, wo Jesus so oft wiederholt im Neuen Testament? Auch an einer anderen Stelle muss sich seine Familie vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Zum Beispiel dort, wo Jesus, man kann das nachlesen in Lukas 14, zu ein paar Leuten um ihn herum sagt, wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Habt ihr das gehört? Vater und Mutter hassen. Frau und Kinder. Ich meine, wer haltet das denn aus? Es gibt ganz viele gescheite Erklärungsversuche für diesen Satz. Für da gibt es Theologen, die ihn also ein bisschen abschwächen und ein bisschen umformulieren. Und auch wenn man das Wort hassen ein bisschen abfedert und sagt, und so ist es wahrscheinlich auch richtig, dass Jesus einfach wollte sagen, wenn es um die Nachfolge von mir geht, dann darf nicht ein anderer Mensch dazwischenstehen. Dann habe ich Anspruch auf dein Leben, wie sonst niemand Anspruch hat auf dein Leben. Aber selbst dann ist ja das immer noch happig. Stell dir vor, du sagst zu deiner Frau, du, es tut mir leid heute Morgen, ich muss dich ein bisschen hassen. Denn Jesus möchte, dass du nicht da zwischen mir und ihm stehst, also stand bitte hinten an. Also, was ich euch zeigen möchte, ist, dass Jesus beides tut. Jesus ehrt seine Eltern. Er sorgt für sie. Und er widerspricht ihnen. Er mutet sich ihnen zu. Also die Eltern ehren heisst für ihn nicht immer das zu tun, was sie möchten haben von ihm oder was sie möchten hören von ihm. Und gleichzeitig sehen wir, dass obwohl er sich ihnen zumutet, er nie die Beziehung zu ihnen lässt gehen. Also er bleibt in Kontakt und er bleibt wohlwollend mit ihnen verbunden.
Und das Gleiche können wir jetzt bei den 12 Jüngern auch beobachten. Auch dort macht Jesus im Grunde genommen genau das Gleiche. Es gibt eine schöne Geschichte in Matthäus 18, das könnt ihr mal in aller Ruhe nachlesen. Da hat der Petrus gerade gecheckt, dass Jesus der Messias ist. Und Jesus sagt zum Petrus, du bist echt ein Glückspilz, dass du das gemerkt hast. Das hat dir Gott selber offenbart. Er hat dir das gezeigt. Und so einer wie du, so einer will ich, auf den baue ich meine Kirche. Und ich gebe dir den Schlüssel vom Himmelreich. Und was du wirst sagen und was du wirst entscheiden, das soll gelten im Himmel und auf die Erde. Also er gibt ihm einen enormen Zuspruch, eine enorme Wertschätzung. Keine gefühlte 10 Minuten später, es passiert gerade nachher, wird es richtig tough. Jesus hat gerade über sein Leiden geredet. Also er wird sterben am Kreuz, dann kommt der Petrus und nimmt ihn auf die Seite und sagt, du Jesus, nein, sicher nicht, du sollst nicht leiden, du sollst nicht sterben, dir darf nichts zustoßen, du bist der Messias. Und dann dreht sich Jesus um zum Petrus und sagt, geh weg von mir, Satan. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Merkt ihr etwas? Vorher noch, du bist der, auf den baue ich meine Kirche und ich gebe dir den Schlüssel vom Himmelreich. Und jetzt auf einmal sagt er zu ihm, geh weg von mir, Satan. Also bei seinen Freunden das Gleiche. Er ehrt seine Freunde, er ehrt seine Jünger, er wäscht ihnen die Füße, er nennt sie seine Freunde, nicht seine Knechte. Aber er kann auch sehr deutlich Stellung beziehen, wenn sie etwas sagen, was nicht in Ordnung ist. Wenn sie sich mit ihren Vorstellungen das Gefühl haben, sie müssen Jesus sagen, was er jetzt zu tun hat. Und so macht es Jesus übrigens mit allen. Er macht es mit dem Volk, er macht es mit den Frommen, er macht es mit den Sündern, er macht es mit allen so. Und er macht es auch mit dir und er macht es auch mit mir so. Also du kannst davon ausgehen, Jesus liebt uns. Abgrundtief wie niemand sonst. Aber Jesus kann uns auch vor eine Karre fahren. Denn wenn wir meinen, wir müssen ihm sagen, was er jetzt zu tun hat, dann kann sich Jesus schlicht und einfach verweigern. Er wird aber nie aufhören, uns zu lieben. Und das ist genau die Spannung, was darum geht. Und darum erzähle ich euch die Geschichte von Jesus. Warum? Weil Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, die möchten lernen, so zu werden wie ihr Meister. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir an Jesus glauben, dass wir ihm nachfolgen und einfach ihm zulassen, sondern der Paulus beschreibt das mehrmals, die ihm nachfolgen, die sollen ihm ähnlich werden. Das heisst, die sollen anfangen, sich so verhalten, wie er sich verhält. Die sollen anfangen, mit Menschen so umgehen, wie er mit Menschen umgeht. Er sagt sogar im Epheserbrief im Kapitel 5, macht Gott nach, liebet, wie Jesus geliebt hat. Macht es so, wie er. Das heisst, wenn wir als Christen möchten reif umgehen mit unseren Mitmenschen, dann ist es gut, wenn wir diese Balance einüben. Wenn wir versuchen, unser Leben so zu gestalten, wie er es gemacht hat. Dass wir uns zwar anderen zumuten, aber dass wir den gleichen Menschen gegenüber immer nahbar bleiben und immer verbunden bleiben und immer wohlwollend bleiben. Und ich kann euch sagen, das ist nicht einfach. Ich komme zurück zu der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Unser Opa in Ostfriesland, oder? Es wäre ja viel einfacher gewesen, einfach nachzugehen. Den Konflikt ganz zu vermeiden. Also einfach wieder zu ihm gehen, seinen Stress miterleben, irgendwie es durchstehen und sagen, ja, no, dann gehen wir dann halt nachher wieder heim, oder? Wir müssen ja dann nicht ausbaden. Und es wäre auch einfacher gewesen, einen anderen Weg zu wählen. Danke vielmals, Joni, den brauche ich dann nachher gerade. Es wäre auch einfacher gewesen, überhaupt nicht mehr dort in die Ferien zu gehen und zu sagen, okay, komm, dann gehen wir halt in den Süden. Damit ist das Problem auch gelöst. Beides wäre einfacher gewesen, auf den ersten Moment. Aber es hat wohl die Beziehung zu unserem Großvater, zum Opa, zu meinem Schwiegervater, mehr belastet, als dass es etwas gebracht hat. Und es hat unseren Kind eigentlich den Großvater weggenommen. Und die Begegnung mit ihm. Und darum haben wir uns anders entschieden und haben versucht, Jesus gemäß zu handeln. Und wenn ich das zusammenfassen will, was ich damit meine, mit dem Jesus gemäß handeln,
In unseren Beziehungen, dann könnte man das in das Statement fassen, das du jetzt auch gerade eingeblendet siehst. Mut dich zu in deinen Beziehungen. Stand zu deiner Meinung, meine ich damit. Stand zu deinen Werten, stand zu deinen Bedürfnissen, aber bleib in guter Verbindung mit dieser Person. Schneid es nicht ab. Oder wir können es umkehren und sagen, wend dich deinen Menschen zu, allen, von Herzen, mit Freundlichkeit, mit Wohlwollen, aber verlier dich selber nicht dabei. Also gib nicht vorschnell das auf, wo du weißt, dass es richtig ist. Vor allem auch dort, wo du weißt, von Gott her, von seinem Wort her, dass es richtig ist. Und schau, das ist der Jesusweg in unseren Beziehungen. So hat er es gemacht und so können wir es machen und so gelingt unser Miteinander. Und ich sage nochmal, es ist anspruchsvoll. Es ist anspruchsvoll, weil es geht um eine Balance von zwei Sachen gleichzeitig. Das eine zu tun ist immer ein bisschen einfacher, als beides gleichzeitig zu tun. Wer die Balance verliert, der mutet sich im anderen zu, der grenzt sich von ihm ab, der geht in den Kampfmodus, dann fühlen wir uns im Recht, aber wir verlieren dabei unser Gegenüber. Also du meinst, du gönnst etwas, aber eigentlich verlierst du etwas. Du verlierst nämlich deine Beziehung. Und im dümmsten Fall geht sie ganz kaputt. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, ja okay, weil wir das nicht wollen, dann passen wir uns halt dem anderen an. Und dann machen wir es halt so, wie er es gerne will. Aus lauter Angst, wir verlieren die Beziehung, wir verlieren die Person. Und wenn wir das tun, dann verlieren wir nicht die Person, möglicherweise, aber wir verlieren etwas anderes, nämlich uns selber und unsere Überzeugungen. Wir stehen nicht mehr ein für das, was wir überzeugt sind. Wir werfen es über Bord. Ich möchte euch das zeigen hier mit dieser Flipchart. Ihr seht hier im oberen Bereich, was wir für zwei Grundstrebungen haben in uns. Wir möchten Individuen sein, jeder für sich. Oder wenn du Zwillingsbrüder oder Zwillingsschwestern hast, ich kann mir vorstellen, das findest du nicht lustig, wenn man dir immer den falschen Namen sagt, oder? Also du möchtest als einzelne Person, als ein Individuum wahrgenommen werden. Und du hast das Recht darauf, denn du bist ein Individuum, selbst wenn du deinem Bruder oder deiner Schwester sehr ähnlich aussiehst. Ich sehe übrigens auch aus wie zwei von meinen Brüdern. Drei habe ich, zwei sehen fast gleich aus. Wir sind früher viel miteinander verwechselt worden. Aber wir sind total unterschiedliche Typen, finde ich. So, und jetzt gibt es etwas anderes. Du willst aber nicht nur einfach ein Individuum sein und nichts mit anderen zu tun haben, sondern du möchtest auch Gemeinschaft erleben. Du möchtest zu Leuten dazugehören, zu einer Familie dazugehören, zu einer Kirche dazugehören, zu einer Gruppe dazugehören, zu Freunden und Freundinnen dazugehören. Das sind zwei Grundtendenzen in uns sind und beide sind von Gott uns gegeben. Aber beide können in ein Extrem sich entwickeln, dass wir nämlich aus lauter Angst, die Übereinstimmung mit anderen zu verlieren, vorschnell mit anderen fusionieren, könnte man sagen, oder verschmelzen. Und auf einmal nimmst du den Einzelnen gar nicht mehr wahr, nur noch der, der zuvorderst steht, nur noch der, der sagt, was durchgeht, und die anderen haben gar nichts mehr zu sagen. Die nicken nur noch, die sagen, ja, ja, es ist wahrscheinlich schon so. Und Hauptsache, wir haben es gut miteinander. Und du sagst nicht, was du denkst. Also du verschmelzst, du passest dich an und du stehst nicht mehr für deine Meinung ein. Oder das andere Extrem ist, wenn du auf diese Seite es verstärkst, dass du auf einmal dich so distanzierst von anderen Leuten, dass du mit allen in deinem Umfeld gekracht hast, dass es überall klopft oder dass du sagst, ja, mit dem will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und das Schnitt geht manchmal durch Familie durch und du kannst das manchmal beobachten, dass Leute sagen, ich habe mit meiner Schwester seit 7 Jahren kein Wort mehr geredet. Und du kannst davon ausgehen, da ist genau das passiert. Eine aggressive Abgrenzung auf der einen Seite, eine Trennung vielleicht sogar auf beiden Seiten. Und beides ist nicht gesund. Du verlierst etwas. Du verlierst jemanden. Also, du kannst das eigentlich auf jede Beziehung anwenden. Du kannst es in deiner Partnerschaft, geht es immer wieder um diese Balance. Es geht in deiner Familie mit deinen Kindern, es geht immer wieder um diese Balance. Es geht an deinem Arbeitsplatz um diese Balance. Es geht in der Kirche um diese Balance. Es geht unter Freunden um diese Balance. Es geht bei Corona um nichts anderes als um diese Balance. Und der Grundsatz der Reife ist immer der gleiche. Ich zeige euch den Satz nochmal. Mut dich zu, aber bleib in guter Verbindung.
Bleib in guter Verbindung mit dem, wo du dich ihm jetzt zumutest. Denk an Jesus und seine Familie. Er hat die Verbindung nie gehabt. Oder umgekehrt, wende dich zu, aber verliere dich nicht dabei. Oder wenn man es noch ein bisschen einfacher sagen will, auch das ist so ein Merksatz, egal worum es geht, bleib dich selber, aber bleib verbunden. Bleib dich selber, aber bleib verbunden. Bewahr deine Eigenständigkeit und heb an dieser Beziehung fest, so viel an dir liegt. Und gerade bei heissen Diskussionen ist das gar nicht so einfach. Alle sind aufgeregt, jeder meint, es ist wichtig, dass man das sagt, jeder meint auch, dass er Recht hat. Und auf einmal entsteht ja so eine Art aufgeheizte Stimmung, es entsteht viel Angst, Beziehungen fangen an zu leiden, Interessen, es haben die Leute das Gefühl, sie müssen sich für die Interessen stark machen. Und dann kommen sehr viel Gefühl und vor allem sehr viel Angst. Die Angst, nicht gehört zu werden, die Angst, dass etwas Schlimmes passiert, Angst, übergangen zu werden, Angst, den anderen zu verlieren, Angst vor Liebesverlust oder vor irgendeinem Verlust. Und schaut, wenn uns die Angst und Emotionen anfangen zu steuern, immer wenn wir gesteuert sind von Angst und Emotionen, dann sagen wir Sachen und dann machen wir Sachen, die wir in der Regel später bereuen. Also kannst du wieder davon ausgehen, wenn du aufgewühlt bist bei dem, was du jetzt gerade sagen oder was du gerade machen willst, dann kann es sein, dass es auf eine Art und Weise rauskommt bei dir, wo du später bereust. Und dann befinden wir uns in der sogenannten roten Zone. Wir Menschen bewegen uns immer entweder in der roten oder in der grünen Zone. Was ist die rote Zone? Es ist nicht die rote Zora, sondern es ist die rote Zone. In der roten Zone bist du aufgewühlt und du bist vor allem in der Beziehung dauernd damit beschäftigt. Was hat er jetzt wieder gesagt? Schau jetzt, wie hat er wieder geschaut? Und warum läuft er jetzt wieder so neben mir durch? Will er mir aus dem Weg gehen? Also du bist dauernd mit dem anderen Menschen beschäftigt und du interpretierst seine Worte und seine Handlungen und, Klammern, du interpretierst zu 99,9% falsch. Aber du meinst, ja, auf jeden Fall, also der hat etwas gegen mich. Du hast das Gefühl in der roten Zone, ich muss mich unbedingt durchsetzen. Oder du neigst eben zum anderen, ich muss mich unbedingt anpassen. Ich muss mein Bedürfnis zurückstellen. Das ist die Verschmelzungsgeschichte. Du bist von einer hohen Emotionalität geprägt. Zorn, Angst, Panik. Fühlst dich unter Druck, hast Stress und du bauschst dann oft auch die Situation ungeheuer auf und es wird ein Elefant aus deiner Mucke. Und dann hast du das Gefühl, so, jetzt brauche ich einen Befreiungsschlag, jetzt muss ich das Mail rauslassen, jetzt muss ich dem mal sagen oder jetzt muss ich einfach abhauen, nie mehr dort auftauchen, was auch immer. Und du hast vor allem das Gefühl, die andere oder die Person ist sowieso gegen dich. Das ist rote Zone. Wer von euch war noch nie in der roten Zone? Bin ich der Einzige? Sieht so aus. Nein, ich bin natürlich schon manchmal in dieser roten Zone gewesen. Aber eben, dort passieren meistens Sachen und ich mache meistens die Sachen, die ich später bereue. Es gibt noch eine grüne Zone. In der grünen Zone, dort ist man viel gelassener. In der grünen Zone ist man vertrauensvoll, ist man zuversichtlich. In der grünen Zone kannst du ruhig überlegen, was soll ich jetzt machen nach dem Vorfall, nach dem Ereignis oder in dem Konflikt. Eben, Schwiegervater, der nicht versteht, warum wir in eine Ferienwohnung wollen. Nicht zu ihm. Was ist jetzt richtig? Was sollen wir machen? Was ist hilfreich? Und dann gehört zu der grünen Zone auch, jetzt unabhängig vom Verhalten des anderen, ich versuche einfach, die Verantwortung zu übernehmen für das, was ich jetzt mache. So wie ich denke, ich denke so, ich fühle so, ich übernehme die Verantwortung für das. Und ich sage ganz offen und ehrlich, was ich denke und was ich mir wünsche. Und der andere darf das auch. Denn das ist ein typisches Zeichen von der roten Zone. Ich sage, was ich denke, was ich fühle und was ich will, aber der andere nicht. Die grüne Zone sagt, schau jetzt, ich versuche dir zu erklären, wie ich es sehe und ich bin bereit, aber auch zu hören, was dich beschäftigt, was dein Bedürfnis ist. Das kannst du eigentlich nur in der grünen Zone. Du bleibst ruhig, du bleibst präsent und vor allem dir ist die Beziehung wichtig. Du willst sie aufrechterhalten, du willst den anderen nicht verlieren. Ich will, dass wir zusammen eine Lösung finden in der grünen Zone. Und vor allem als Christ, eines der wichtigsten Kennzeichen der grünen Zone ist,
ich vertraue Gott. Es kommt schon gut. Gott hat das letzte Wort in dieser Geschichte. Nicht ich muss Recht haben, nicht der andere muss Recht haben. Es geht darum, dass wir zusammen herausfinden, was ehrt denn Gott am meisten. Und ich halte es auch aus, wenn das nicht schon morgen klar ist, sondern wenn wir vielleicht noch eine Spezialrunde brauchen, um miteinander das herauszufinden. Und schau, nur in der grünen Zone gelingt dir und mir die Gleichzeitigkeit von sich zumuten und vom Verbundenbleiben. Nur in der grünen Zone geht das, in der roten geht es nicht. Und der Paulus beschreibt das so, und jetzt komme ich zurück auf den Vers, den ich ganz am Anfang gezeigt habe, wo er sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und schau, jetzt habe ich das ein bisschen unterstrichen, noch mit Farbe. Der Geist der Angst ist die rote Zone. Und wenn der Geist von der Angst dich prägt, dann bist du enorm unter Druck und unter Stress. Und eigentlich dauernd im Kampfmodus mit dir selber und mit dem Gegenüber. Wenn dich aber der Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit prägt, nämlich der Geist von Gott, der in dir Raum haben möchte, dann gehst du ganz anders an das Problem hin und in die Beziehung hinein. Und schau, ich glaube, dass wir heute hier bei uns, hier direkt in diesem Saal, aber auch im Weissen Saal oder im Livestream, 3 Sorten von Menschen haben. Ich glaube, dass 3 Sorten von Menschen die Mehrheit bilden in unserer Gemeinschaft hier heute. Die erste, die nenne ich die Nachgiebigen. Also die dazu neigen, immer wieder nachzugeben und zu verschmelzen und ihre Meinung nicht zu sagen. Einige von uns, die finden, ja, wir dürfen einander auf keinen Fall verlieren und darum sage ich meine Meinung nicht mehr. Und darum stehe ich nicht mehr zu meinen Werten. Darum gebe ich nach. Und schau, nachgeben ist manchmal gut. Das ist manchmal goldrichtig. Es sollte nur nicht dazu führen, dass du deine Werte aufgibst. Merkst du da viel einen Unterschied? Nachgeben ist oft gut, ist richtig, ist manchmal der Jesusweg. Aber du solltest nicht dabei deine Werte aufgeben, vor allem wenn es Werte vom Evangelium sind. Dir geht es darum, Hauptsache der andere ist zufrieden. Und man könnte diese Gruppe von Menschen auch die People-Pleaser nennen. Und einige von uns, die gehören zu dieser Gruppe. Und jetzt gibt es noch eine zweite Gruppe und einige von uns gehören zu dieser Gruppe, das sind die sich gerne durchsetzen. Denen ist nämlich ziemlich egal, wenn jemand anderes etwas anderes sieht. Die Personen denken, wenn ich Recht habe, dann rede ich einfach so lange auf die anderen ein, bis die das auch so sehen, wie ich es sehe. Also die versuchen sich durchzusetzen. Die warten, bis der andere einknickt. Und wenn es nichts nützt, werden sie einfach ein bisschen lauter, werden sie ein bisschen schärfer. Und wenn das nicht funktioniert, dann verschwinden sie. Sie brechen die Beziehungen ab, sie gehen aus der Gemeinde, sie wollen nichts mehr mit all diesen Leuten zu tun haben, die ihnen nicht recht gegeben haben. Also das heisst, diese Menschen sind ihre Prinzipien wichtiger als Beziehungen zu Brüdern und Schwestern. Ihre Prinzipien sind wichtig. Und so behalten sie ihre Prinzipien und verlieren ihre Brüder und Schwestern. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Und einige von uns gehören zur dritten Gruppe. Das sind die Slalomfahrer oder Fahrerinnen. Das heisst, die tun weder das eine noch das andere, aber beides immer wieder ein bisschen. Je nachdem, wie es gerade so passt, oder? Also, da sage ich ein bisschen meine Meinung und wenn ich merke, oh nein, das steht auf Widerstand, ja, dann sage ich, ja, nein, ist schon gut. Aber einen Tag später, wenn ich eine andere Person sage, du hast gehört, also, was der andere für komische Meinungen hat, ich finde das sowas von daneben. Aber ich würde es ihm nie direkt sagen, ich sage es lieber in einer dritten Person, die es eigentlich gar nicht angeht. Also ich schweige im direkten Gespräch, rege mich aber dann bei anderen auf, ich würde es nie direkt sagen. Sie haben eine feste Meinung, aber sie sagen nur dort, wo es gerade so passt und darum fahren sie immer ein bisschen Slalom. Das sind Menschen, die ganz viele Beziehungen haben, aber sie haben selten richtig ehrliche Beziehungen. Sie muten sich in einer Beziehung selten jemandem zu und darum bleiben diese Beziehungen meistens oberflächlich. Und ich muss euch bekennen,
ich habe über viele Jahre, ohne dass ich es gemerkt habe, die Slalomtechnik ziemlich gut beherrscht. Also ich bin von der Tendenz her einer, der aus dieser dritten Gruppe rauskommt. Und auch von denen hat es ein paar da. Und meine Frage an dich ist, zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du der zu den Nachgiebigen gehört? Gehörst du zu den Durchsetzern? Oder gehörst du zu den Wintersportlern? Zu den Slalomfahrern? Und ich möchte dich einladen. Ich möchte dich herausfordern, einen Wachstumsschritt zu machen. Also wenn du zu deiner Gruppe stehst und kannst sagen, ja, das ist mal meine Grundtendenz, dann lade ich dich ein, mit Jesus heute einen Schritt in die Jesus-Ähnlichkeit zu tun. Also das anfangen zu üben, was dir eher schwerfällt. Also wenn du zu den Nachgiebigen gehörst, dann ist es Gott, der dir heute sagt, bist ehrlich und mut dich zu. Er möchte dir sagen, steh zu deiner Meinung. Steh zu deinen Werten. Du bist freundlich, aber das ist wahrscheinlich gar nicht dein Problem, das bist du sowieso schon. Aber bist ehrlich. Sag, was du denkst. Sag ehrlich, was du denkst. Das ist die Einladung an die Nachgiebigen. Und an Durchsetzer tönt die Einladung ein bisschen anders. Der reife Schritt, den Gott von dir heute möchte, sieht ein bisschen anders aus. Jesus möchte dir sagen, ich wünsche mir, dass du in dieser Beziehung, wo du dich oft so stark mit deinen Argumenten und mit deiner Durchsetzung versuchst, den anderen zu dir zu ziehen, dass du nahbar bleibst, dass du freundlich bleibst, dass dein Ton einladend ist und nicht abgrenzend. Die Einladung an dich ist, dass du Brücken von der Beziehung baust zu den Menschen, wo du ihnen ehrlich deine Meinung sagst. Da muss man dich nicht lehren, deine Meinung zu sagen. Das kannst du schon. Aber dein reifer Schritt heisst, wie kannst du gleichzeitig deinem Gegenüber sagen, ehrlich sagen, dass dir die Beziehung wichtig ist und dass du möchtest nahbar sein, dass du möchtest auf ihn hören, dass du an einem guten Miteinander interessiert bist. Und dann noch die Slalomfahrer. Was ist die Einladung von Jesus für dich heute? Wenn du gut bist im Slalomfahren, dann möchte dir Jesus sagen, fahr du auf der Piste ruhig gut Slalom. Aber im Umgang mit Menschen, hör auf zu taktieren. Hör auf, irgendwo ein bisschen durch das durchzuschlängeln. Und vor allem hör auf, wenn Menschen dir etwas sagen, zu nicken und nachher 3 Stunden später und sagen, ich finde das total daneben, was der sagt und was der macht. Also wo du quasi Dritten gegenüber deine Meinung sagst, aber nie der Person, wo du jetzt gerade vor ihr bist. Also wo du quasi immer versuchst, ein bisschen um alles herumzuschiffen. Lehr zu sagen, was du denkst, in Liebe und in Klarheit. Welches ist dein nächster Schritt? Vielleicht denkst du an ganz bestimmte Situationen in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du weißt, zu welcher Gruppe du gehörst, überleg dir gut, was dieser Person gegenüber, wo du gerade ein spannungsvolles Verhältnis hast, was da dein nächster Schritt wäre. Und weißt du was, ich lade dich noch zu etwas ein. Ich lade dich ein, dass du dich zu dem nächsten Schritt stellst. Dass du stehst zu dem nächsten Schritt. Und ich meine das jetzt ganz wörtlich. Also, dass du aufstehst und sagst, ja, das betrifft mich. Einer von diesen Themen betrifft mich. Und ich weiß, was mein reifer Schritt ist. Und ich sage vor Jesus und ich bekenne vor Menschen, ich bin willig zu wachsen in die Jesus-Ähnlichkeit in diesem Thema. Okay? Darf ich euch herausfordern? Ich stehe schon, ich der Slalomfahrer, ich stehe schon. Und jetzt lade ich dich ein, wenn du sagst, auch im weißen Saal, stand einfach auf, stell dich zu dem Schritt, wenn du weißt, dass Jesus heute zu dir geredet hat und dass er von dir einen nächsten Wachstumsschritt möchte. Und wenn du dann stehst, dürfen die jetzt aufstehen, die das betrifft. Es muss niemand aufstehen, der nicht aus Überzeugung aufstehen will,
sondern es geht zu denen, die sich stellen wollen, zu einem Schritt, wo sie möchten in der Nachfolge von Jesus bei diesem Thema weitergehen. Und ich bete für dich. Und ich spreche dir nochmal zu, die Worte von Paulus: Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und so, Herr Jesus Christus, bitte ich dich für die Frauen und für die Männer da in diesem Raum und im weißen Raum, dass du ihnen den Geist von deiner Kraft und von der Liebe und von der Besonnenheit gibst. Und es ist ja schon so, die Kraft, das ist quasi der Mut, ehrlich zu sein. Und gleichzeitig in Liebe zu tun und in Besonnenheit aus der grünen Zone raus. Herr, du weißt, wie schwer mir das manchmal fällt. Und dass das nicht einfach so in mir in ist. Aber du bist in mir in, dein Heiliger Geist. Und dein Jesuswesen möchte abfärben auf mich. Und ich will dir einfach sagen, und ich lade dich ein, dass du das, wenn du da stehst, das auch in deinen Worten, Jesus, sagst, ich möchte es wieder neu lernen. Und ich möchte in dem wachsen. Und ich lade dich in Jesus, befähige du mich dazu. Bist du auch da, mein Herr? Und ich danke dir, Jesus, dass du weißt, was das jetzt für jedes von uns bedeutet und dass du mitgehst in den nächsten Schritt und uns erfüllst mit deinem Geist. Danke für deine Hilfe. Danke, dass du uns grüne Zonen gibst in den nächsten Tagen, über die Weihnachtstage in der Familie, dass du uns wieder zurückführst dorthin. Dort, wo wir bei dir zur Ruhe kommen und können gut überlegen, und was mache ich jetzt als nächstes? Was ehrt Jesus am meisten? Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Segne du jedes, der jetzt aufgestanden ist. Gib du Gelingen. Gang du mit ihm. Gang du mit ihr. Amen.